Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Reisefreunde. Ja, heute ein bisschen später als gewohnt. Wir haben heute Morgen noch ganz viel gearbeitet und auch ein bisschen hier die Atmosphäre genossen. Ist ja wirklich wieder ein wunderbarer Stellplatz, den wir hier in Finnland gefunden haben. Für mich ist es definitiv so, am liebsten würde ich an diesen Stellplätzen Tage oder vielleicht sogar Wochen lang bleiben. Wir haben wirklich noch nie solche schönen, abgelegenen Stellplätze gefunden wie hier in Finnland. Es ist ein Traum. Und wie ich schon im letzten Video gesagt habe, Finnland ist wirklich ein lebenswerter Ort, zumindest hier im Norden. Mir graut schon ein bisschen davor, in den Süden zu fahren, weil da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen touristischer, als wir das bis jetzt so gewohnt sind. Ja, trotz allem machen wir uns jetzt auf. Wir satteln die Pferde, oder besser, wir satteln Karl und reiten los. Wir reiten Richtung Süden, nicht allzu weit, wahrscheinlich nur bis in den nächsten Nationalpark. Ihr seid natürlich mit dabei, das freut uns besonders und los geht's. So ihr Lieben, wir sind jetzt gut 30 Minuten unterwegs und haben jetzt bereits den ersten Halt gemacht. In Finnland ist das so eine Sache, man kann quasi an jedem See anhalten, es ist überall wunderschön und ich habe gerade mit Steffi besprochen, für mich ist Finnland Land Nummer 1, ungeschlagen, egal wie viele Länder wir schon bereist haben. Finnland, diese Gegend, die wir jetzt bereist haben, ist wirklich einfach unschlagbar. So viel Natur, man kann jede Querstraße fahren, man kann überall übernachten. Es ist überall wunderschön und ja, dazu kommt jetzt natürlich auch noch, dass heute unser Fischerpatent ausläuft. Wir sind jetzt 7 Tage in Finnland und ja, ihr könnt euch ja wahrscheinlich schon vorstellen, wo man Steffi derzeit findet. Wir haben einen wunderschönen See gefunden, wo man gut hinfahren kann und darum hat sie auch schon die Angel ausgeworfen. Ja, so ist das, neues Hobby, also total angefressen. Ich gehe sie jetzt mal suchen und werde euch ein paar Bilder präsentieren von diesem wunderbaren Ort wieder. Tja, Finnland. Mein Herz bleibt hier. Es hat Egli, also Flussbarsche da drin, die haben jetzt auch schon meinen Köder begutachtet. Allerdings waren das sehr kleine Exemplare. Der Köder war definitiv auch nicht für so klein ausgelegt. Ich ändere jetzt mal meine Taktik und gehe weg vom Blinker und hin zum Angelhaken mit Köder dran. Und dann mal schauen. Petri Heil. Ist jetzt noch kein Anglerglück heute, aber übrigens 32 Grad in Lappland in Finnland. Unglaublich dieses Wetter wieder. Es soll schlechter werden, aber wir genießen natürlich noch jede Sekunde, sind jetzt wieder unterwegs zum nächsten Schlafplatz. 40 Minuten reicht für heute. Angekommen am nächsten Stellplatz. Wir sind unglaubliche 60 Minuten weitergefahren. Heute wollten wir einfach nicht weiter, weil, ich habe es gesagt, es ist so schön. Und wir sind jetzt wieder an einem Bootsanleger und das ist eigentlich der Tipp von uns, wenn ihr einen Schlafplatz sucht. Fahrt immer diesen Wegweisern für die Bootsanleger nach, da gibt es immer die schönsten Stellen. Ihr seht es, wir stehen wieder direkt am Wasser. Es könnte wirklich nicht schöner sein. Unglaublich, dieses Finnland. Ich zeige euch mal noch ein bisschen die Umgebung und dann schauen wir mal, was es zum Abendessen gibt. Ich denke, Steffi wirft gleich die Angel wieder aus.
Tja Leute, und weil es mit dem Fisch nicht ganz so gut aussieht bei Steffi, habe ich das Gefühl, ich warte jetzt schon gut eine Stunde, bis sie sich meldet und nichts bis jetzt, stehe ich für einmal in der Küche. Ich bereite einen kleinen Grillabend vor, weil es so schön ist hier in Finnland, und dann werden wir uns heute Abend mal zusammensetzen, wie wir die Reise weiter planen, ob wir noch länger in Finnland bleiben oder ob wir uns dann doch einmal auf die Socken machen Richtung Süden. Wäre schon schön, noch ein bisschen länger zu bleiben. Dieser Vlog, der geht auf jeden Fall dann bis morgen Abend, sonst ist es ein bisschen kurz, und in Finnland ist es halt auch so, dass nicht immer ganz so viel passiert wie in Norwegen. Es sind eher so ein bisschen die einsamen Plätzchen und die verlassenen Orte, die Seen, und nicht einfach die wahnsinnigen Naturhighlights, sondern vor allem halt die Einsamkeit. Und da ist es filmerisch immer ein bisschen schwierig, etwas zu bieten, aber ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen das Flair rüberbringen, wie wahnsinnig schön das ist. Wir haben noch das Problem heute, dass wir alle Akkus natürlich wieder mal leer gebraucht haben. Das heißt, kein Drohnenflug heute, vielleicht morgen früh. Das wäre cool, dass ich euch das Ganze noch von oben zeigen kann. Ich schaue jetzt, dass die, wie sagt ihr in Deutschland, Kartoffeln, Herdöpfel in der Schweiz, durch werden und dass wir langsam dann zu Abend essen können. Ja, ihr seid natürlich mit dabei und das freut mich natürlich immer besonders. Habt ihr gesehen, unsere Biene von der Bee-Base, die fährt natürlich auch immer mit. Viele von euch haben sie ja schon entdeckt, das ist sie. Link zur Bee-Base unten, unsere Webagentur. Ohne die wären wir am Arsch. Wie vermutet gibt es keinen Fisch zum Abendessen. Es gibt Hühnchen und Würste, weil die Fische, die wollen heute nicht beißen. Und das gibt es natürlich auf unserem Feuerdesign-Grill und auf unserem Tisch. Der ist übrigens aus Griechenland und die Stühle dazu sind aus Rumänien. Wir sind schon ganz schön international, der Grill ist aus der Schweiz. Und jetzt natürlich die Frage an euch, wer ist dann schon so lange dabei? Vielleicht seit Griechenland oder seit Rumänien? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, dann immer hier oben findet ihr die Playlist ab dem ersten Tag und ihr könnt alle über 300 Videos nachschauen von unserer ganzen Reise. Schreibt doch mal, oh, es wird langsam warm, es wird Zeit zum Grillen. Heute vom Grill Wurst, hier Wurst, Pilze, Salat, Nicht vom Grill, aber zum Grill. ja, Kartoffeln, Mais, nochmal eine Wurst und Hier oben haben wir noch so einen speziellen Käse, den gibt es da in so großen Fladen im Supermarkt zu kaufen und den kann man kalt essen. Das haben wir schon probiert, dann schmeckt er nach gar nichts. Und jetzt haben wir ihn vom Grill, das ist so ein bisschen der weniger salzige Ersatz zu Halloumi. Quietscht auch so ein bisschen so. ist ein finnisches Produkt. Ja. Und hier noch Soße mit selbst angebauter Kresse und hier die Soße von Never Stop Exploring. Liebe Grüße nach Deutschland. Ja, wir lassen es uns schmecken. Bei dieser herrlichen Aussicht. Und melden uns. Wir sagen Tschüss für heute und gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht dieser Vlog weiter. Es ist mittlerweile 23 Uhr und eine herrliche Stimmung. Und das aus unserem Camper. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Der erste Tag ist angebrochen. Es war eine herrliche Nacht, auch wenn sie ein bisschen warm war. Wir hatten 25 Grad bei uns im Auto. Die Sonne, die hat schon um 5 Uhr morgens so richtig ins Auto reingeknallt. Aber dafür haben wir auch heute wieder einen Prachtstag. Ich habe es euch gestern erklärt. Wir haben gestern Abend noch so ein bisschen debattiert, was wir denn jetzt mit Finnland machen werden. Und es ist definitiv so, dass wir diesem wunderschönen Land ein bisschen mehr Zeit geben, als wir eigentlich geplant haben, einfach weil es so schön ist.
Und ihr habt es gesehen, die Bilder. Es ist einfach wirklich herrlich. Darum haben wir uns entschieden, es gibt ein bisschen mehr Zeit für Finnland, vielleicht sogar ein bisschen viel mehr Zeit. Mal schauen, wie sich das Ganze ausgeht. Heute auf jeden Fall wieder 30 Grad warm. Also wir fahren einmal quer durchs Land Richtung Westen ans Meer und hoffen, dass wir da so ein paar Badetage, Strandtage verbringen können und ein bisschen die Zeit genießen. Die Fahrt, die wird wahrscheinlich wieder nicht so spektakulär. Dann würde ich sagen, wir sehen uns da wieder. Sie haben das Ziel erreicht, zumindest das Zwischenziel. Es ging einfach nicht weiter. Wir haben heute den 31. Juli und es ist weit über 30 Grad. Wir braten hier in der Hitze und haben uns darum entschlossen, hier am Stadtstrand von Oulu eine Pause zu machen. Ihr seht es, es ist der einzige Strand in Oulu, zumindest der einzige Sandstrand. Wir waren nicht alleine, aber wir haben eine gute Abkühlung bekommen. Es ist kurz vor 5 Uhr abends, wir machen uns jetzt auf, suchen uns Schlafplatz, gehen noch kurz einkaufen und ihr seid natürlich weiter mit dabei. Kannst du noch kurz sagen, was der Fehler an diesem Meer hier ist? Ach ja, es hat kein Salz. Es ist wohl das Meer, aber es ist nicht salzig, weil von hinten ein Fluss ins Meer fließt und das Ganze verdünnt. Wir waren ziemlich erstaunt, aber jetzt geht's weiter. Und wenn wir doch schon mal unterwegs sind heute, dann machen wir doch auch gleich noch eine Fährfahrt. Das haben wir doch schon lange nicht mehr gemacht. Wir fahren auf die Insel, steht unten, die liegt vor Oulu und soll ganz, ganz schön sein. Den Tipp haben wir von den Campofanten bekommen. Die Fährüberfahrt, die ist kostenlos, weil die Strecke, die gehört zum normalen Straßennetz. Ich finde das so cool, noch nie so etwas gehört, dass eine Fährüberfahrt komplett kostenlos ist, weil sie halt zum Straßennetz gehört. Echt speziell. Keine Ahnung auch, wann die Fähre fährt. Es ist mittlerweile 8 Uhr abends. Wir sind richtig spät dran heute. Ich bin auch schon ziemlich kaputt, habe echt richtig Migräne heute. Ich weiß nicht, ob das von der Sonne ist, ob die irgendwie hier oben stärker ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine wunderschöne Fährfahrt in den Sonnenuntergang. Leider geht die Sonne ja jetzt wieder unter. Das ist schon ein bisschen schade. Aber dieser Vlog, der ist dann auch ein bisschen ein Durcheinander. Das tut mir auch jetzt schon wieder leid. Nehmt mich ja Wunder, was der am Schluss für einen Namen trägt. Weil wir haben ja ein bisschen von allem drin, oder? Ein bisschen Osten, ein bisschen Westen, ein bisschen Fähre, ein bisschen dies und das. Aber ja, so bekommt ihr auch einen guten Überblick. Ihr seht es, wir haben es tatsächlich auf die Fähre geschafft und sie ist wirklich kostenlos. Ich finde das so cool, ich muss das einfach immer wieder sagen, habe ich noch nie erlebt. Aber es ist mal wieder so eine Kurzschlussentscheidung von uns. Eigentlich wollten wir ja heute Morgen noch im Osten bleiben, dann sind wir in den Westen gefahren, dann sind wir ans Meer gefahren, dann wollten wir in Oulu bleiben und jetzt waren wir schon so nah an dieser Insel, dass wir gleich rübergefahren sind. Tja, so sind unsere Pläne manchmal, darum sind manchmal diese Vlogs auch so ein bisschen lustig zusammengestellt. Und ja, jetzt heißt es natürlich noch Schlafplatz suchen, wie so oft. Steffi, schau gleich bei Park4Night, ob noch was möglich ist. Hast du schon was gefunden? Ja, den ich jetzt aber rausgesucht habe, man steht wirklich direkt neben einem Wohnhaus, 10 Meter daneben. Ja, das wollen wir ja auch nicht. So, Akku der Kamera ist jetzt auch leer. Wir sind gleich da, für euch gibt es die letzten Bilder und dann melden wir uns, wenn wir einen Schlafplatz gefunden haben. Und so schnell kann es gehen, wir haben einen Stellplatz gefunden. Nur gut 3 Minuten nach der Fähre. Auf Park4Night, ein Übernachtungsplatz. Wir sind nicht ganz alleine, aber das spielt heute Nacht auch keine Rolle. Es geht vor allem darum, sich zu erholen von der ganzen Fahrerei heute. Es war echt anstrengend. Und Achtung, ich drehe mich kurz. Wir stehen direkt am Meer. Also es könnte sowieso wieder nicht besser sein. Die Sonne geht langsam unter, es ist wunderschön. Tja, morgen erkunden wir dann zusammen diese Insel. Dann fängt der nächste Vlog an. Ich denke, für diesen Vlog ist gut für heute und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt mal unten in die Kommentare, was hättet ihr diesem Video
für einen Titel gegeben? Schreibt euren Titel unten in die Kommentare, das würde mich super freuen und interessieren, wie ihr so ein Video nennen würdet, weil heute, ich denke, dieses Video, das ist nicht einfach zu beschriften. Ja, in diesem Sinne, das war's. Schön seid ihr wieder alle mit dabei. Morgen geht's weiter durch Finnland. Ich freue mich auf euch und auf die Insel. Bis zum nächsten Mal und tschüss.